Grüß euch, servus, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verbringt. Ich spiel für euch die 16er Ton. Es hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorher. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spielt mir noch den Werner Schahn. Die Quetsche winkt super fein, die Kontrabombe hinten drein. Und das Gesang klingt jetzt da schon recht human. Drum bei der sexy was küsst die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spielt für euch die 16er Ton. Es hört Lieder aus früher Zeit und manche Hodern sind schon vorher. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß Gott, meine Lieben. Pawlatschenzeit ist erster Montag im Monat, ist im Monat Februar, zweites Monat hat schon angefangen im Jahr 2026 und noch eine Runde, Halbrunde, Viertelrunde Pawlatschen, könnte man sagen. Nummer 295. So schaut's aus. Das Jahr ist vorbei. Das Jahr ist geil. Ja. Grüß euch gut auch von meiner Seite. Putz den Christbaum auf. Heute ist der 2. Februar, Maria Lichtmess. Maria Lichtmess. Ich habe gestern schon weggegangen. Ja. Meiner steht noch, also in der Klause. Der Klause. Aber es ist, weil ich seit Anfang an nicht mehr dort war. Ja, grüß euch auch von meiner Seite, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe mich wieder riesig gefreut. Pawlatsch, also wir haben seit einer Woche reden wir schon. Ja, Leibwand wieder Pawlatschen. Und Endlich. dann habe ich natürlich gesagt, ja, ich nutze die Zeit, wo wir nicht ganz so viel gespielt haben. Und das war ein recht angenehmes Monat, muss ich sagen. Wir haben gerade gut gespielt, dass man sagt, ja, es kommt ein bisschen ein Gerstleiner und man kommt nicht aus der Übung. Aber gleichzeitig war ein bisschen ein Platz, ein bisschen eine Zeit. Und ich habe das dann genutzt, um diese Wand neu zu. Ich meine, es wird euch aufgefallen sein, nehme ich an. Nicht? Aber was sagt ihr? Gleich mal bitte eure Meinung dazu, zu diesem neuen Hintergrund. Dann hätte es einmal wieder drauf gekommen, ja gut, die Kamera wird jetzt dann wirklich einen Geist aufgeben. Es ist soweit, ja. Also jetzt muss ich dann schauen, der Ackerl habe ich gesehen, schaut zu, ich glaube jetzt werde ich dann wirklich, Ackerl, ich werde eine Beratungsdienste brauchen, weil jetzt müssen wir wirklich schauen, irgendeinen einen guten Ersatz zu finden. Wie auch immer, jetzt hoffentlich heute das Ding, hoffentlich heute durch. Wie gesagt, gebt uns einmal einen kleinen Laut, wie euch die neue Rückwand gefällt. Da kommt noch irgendwann was her, irgendwas, ich weiß nicht was. Das wird sich noch... Es wird sich ergeben, vielleicht bis zum nächsten Mal schon. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Was, das lasse ich einfach entstehen. Ja, einmal im Monat Pawlatschen heißt für uns, natürlich, ja, es ist ein bisschen entspannter, aber gleichzeitig, ich habe das vorhin Patrick gesagt, es ist furchtbar, weil früher, ich war das ja gewöhnt, einmal im Monat, einmal in der Woche, plus mit Podcast noch, ja. Zweimal in der Woche da, das alles einzurichten und zu machen und hin und her und einschalten und keine Ahnung, hochladen. Ich bin heute wieder gesessen wie ein Volltrottel. Und warte mal, wo war das? Wo muss ich das anklicken? Ich habe furchtbar. Ähnliches bereits erlebt, weil ich möchte da was aufnehmen, aber ich nehme das jetzt mit dem Handy dann auf für dich, weil ich habe was Neues geschrieben und so. Ich werde es ja alles im Laufe der Zeit erfahren. Nicht? Und das wollte ich aufnehmen, aber dachte, weißt du was, ich nehme das aber gleich mit der Webcam auf und baue das so auf daheim. Naja, ich habe es jetzt angebracht, aber ich habe für das, glaube ich, 3 Minuten gebraucht, wenn ich schnell war, um das Studio zu Hause für den Podcast aufzubauen. Ich habe 10 Minuten gebraucht, weil ich 3 Mal nachdenken habe müssen. Man ist wirklich aus der Routine, aus diesem Ablauf völlig ausgerissen. Ne? Wahnsinn. Man weiß alles, aber es braucht wieder länger, dass es wieder da ist. Es ist wirklich gigantisch. Und pass auf, weil wir schon erste Pawlatschen im Februar haben, also die einzigen im Februar, aber ihr wisst, was ich meine. Also die Pumpen, so mich schreckt, das geht natürlich eine Panik. Haben wir gedacht, bevor ich im Chat eine schaue und euch begrüße, jene, die im Chat sich bereits gezeigt haben, spielen wir gleich noch was. Sicher. Patrick, was reißen wir? Was reißen wir? Ich wäre für Aliro in F-Dur mit Aufgang. F-Dur mit Aufgang.
Du meinst doch nicht etwa die Bücher? Na, selbstverständlich war ich das. Es hat eine Bewandtnis damit, wo mir das jetzt gerade einfällt. Aber Na gut. Na, reiß mal's an. Gestohlen haben wir nix, genommen haben wir nix, denn wir sind die ehrlichsten Leute. Nur mit der blöden Arbeit hat doch keiner Freude. Wir drohen bloß Vierter, sind alle fix, aber tun dann, wenn wir täten, aber tun dann wir nix. Und im Winter, da müssen wir uns blauen, weil da vorne mein Aufspritz wohnt. Und im Sommer, da schreien wir See, weil da kehren wir miteinander den Schnee. Aber gewissenhaft. Ohne Unterstand beschließen wir unseren Lebenslauf. Da singst die letzten 2 Bücher, jetzt hört sie das Bücherleben auf. Da singst die letzten 2 Bücher, jetzt hört sie das Bücherleben auf. Und kommt eine Ruhe von der ewigen Jagd, ja dann nehmen wir uns im Broder hinten im Bocht. Wir hängen heraus unser beider Porträt und verlangen von einem jedem ein Sechserlandreh. Und der Patrick vor der Tier, ja der schreit, als wir ein Stier, reinspaziert. Aber der Klaus ist gleich hinten drein. Aber halt die Guschen und singen Refrain. Hey, Reinspaziert ist gefälligst zum letzten Ausverkauf. Du singst die letzten 2 Bücher, jetzt hört sie das Bücherleben auf. Du singst die letzten 2 Bücher, jetzt hört sie das Bücherleben auf. Jawohl, jetzt 2 Bücher sind wir natürlich nicht. Das ist ja natürlich da nicht. gibt's noch ein paar. Das ist ja im Lied nur so, dass wir die letzten 2 Das ist ja auch älter, das Lied ist schon in einer Zeit, da waren wir noch nicht auf der Welt. Also noch insofern lange noch passt das. Schönen guten Abend, in der Runde wieder dabei, diesmal Pawlatschen, wir aus Tirol. Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Abend, hat gesagt Isabella M., respektive auch der Franz M. mit Grüß dabei. Grüß euch. euch, gut, schön, dass ihr dabei seid. Alexander Haus ist am Start, grüß dich. Die Momo ist da. Jawohl, große Freude das letzte Mal beim Taschler, Ja. dass da wart. Sprachpolizei, jawohl, aus Herrnhaues, Hannes Spießleiner ist da. Markus Grüß Volker, endlich wieder Monatsanfang. Bravo, Markus. Sehr leibend. Silvia Beach ist da, Marketing-Duo München aus Sollen. München Sollen. Grüß euch. Der Paul Gott. ist das, grüß dich Gott. Ja, ich habe heute schon wieder diese Namen heute, aber die letzten Male auch schon. Also, will sich das nicht so bald ändern, fürchte ich. Ja, was soll man machen? Iron Acker, ja, wo ich auch schon angesprochen. Ja, Silvia Beach, Spaziergang. Unser Wolfgang ist da. Die Judy Austria, Landtagsstromer Markus. Ja, wo ich aus dem wunderbaren Mittelhessen. Grüß dich gut. Ja, Iron Acker, weil sagt, die Gitarren sind angestaubt. Es ist ja so, mit dem Anstauen, das habe No. ich versucht. No. Mit dem Anstauen hat das hat nicht funktioniert. Die habe ich angerieben. Die haben schon das Atta gebraucht, weißt du? Ja, fast. Also weit vom Steuermittel war ich nicht mehr wegführen. Also ich habe die Arbeit genommen und gedacht, ja, ich tue die gleich so anstauen. Dann pass auf, ich werde lieber einen feuchten Fetzen holen. Dann habe ich gedacht, nein, aber ich werde das, nein, das muss ich schon ein bisschen, Da waren da schon muss ich mehr. die Umweltdünsте der letzten Ja, Jahre das ist drauf. Haben sie dann niedergeschlagen Die drauf. haben auf die ausgeschaut, Lichter. habe Tiere. Aber jetzt ein blitzeblank natürlich. Ja. Und ich habe mir gedacht, wenn ich die Gitarren schon herunter kann ich gleich streichen. Auch, nicht? So war die. Nein, Und das ist nicht das Studio gestrichen, sondern wirklich nur diese Wand. Mhm. Ja, es ist nicht alles jetzt finster. aber es schaut schön aus. Also mir persönlich gefällt es ja gut. Ich bin find gespannt, auch. was ihr sagt. Ich finde, damit werden wir dann gleich sehen. Grüße miteinander, die Hätte. Hätti, Servus, Küsschen. Jawohl. Judy Auster sagt, Klaus, tolle Frisur. Danke. Habe ich selber Geschnitzt. gemacht. Raphael Illmeier ist da.
Schönen Abend, ein neues Studiodesign ist Weltklasse. Danke dafür mal. Danke, Raffi. Lortauer, jawohl, ebenfalls. Großartig, dass wir es gesehen haben beim Taschler, letzte ja. Mal. Walter Nagel, unser lieber Freund, ist auch da. Servus. Schaut gut aus, sagt der Paul. Maber ist da. Also Mittelhessen. Mittelhessen vollständig vertreten, ja. Sehr schön. Schönen guten Abend, sagt Mario Burkhardt. Grüß dich gut, Mario. Ja, servus. Schön, dass du dabei bist. Silvia Beach, ich bin auch da. Ja, servus. Grüß dich. So schwarz, Wand schwarz, Burm schwarz gewandet, gut sind die getan, bunt. Naja, es ist nicht schwarz. Schwarz ist die Wand das nicht. ist blau. Das ist Als blau hätte ich es jetzt auch nicht erkannt. naja, oh ja, na gut, bei dir ist klar. Aber nein, das ist. Ja, aber kein Augenfehler. Ich würde sagen, es ist schon. ein schlechtes Petrol wäre etwas grünlicher noch, aber es ist nicht schwarz. Ja, es ist nicht schwarz. Es wird grau auf mich eigentlich. Ja, der Grau ist, nein, das ist schon blau. Also, Ja, es ist schon eindeutiger blau, aber ist ja wurscht. Und das sieht natürlich auch jeder anders an. Nicht? Ja, das ist, das Aber es ist nicht Farbensehen schwarz. eine Sache. Aber dunkel ist natürlich, das war schon der Hintergedanke, es ist am besten für Videos, für solche Sachen. Ist ein dunkler Hintergrund Immer am besten, ja. Natürlich nicht schwarz. Das wäre hart gewesen. Schwarz sind eh Mehrheit in unserem Gewand fast. Fast Ja. schwarz, ja. Schau, Iron Acker ist gut. Günstig und sinnvoll muss ich mir in Ruhe überlegen, was da passt. Ja, bitte. Ja, bitte, Leute. Ackerl, bitte geh in dich. Aber neues Internet, ich hoffe, ihr seht mich, sagt die Silvia Beach. Na sicher. Cool die Wand, Alexander Hauser. Bravo. Habe die Ehre miteinander, KTM Junkie, Christi Gott. Servus. Rudi Korbis ist am Start. Rudi, servus. Schau, deine Eibestoller sind wieder dabei. Gudrun Benedikt, jawohl. Liebe Familie, Jawohl. begrüße euch. Aber die Kriegt einen Ehre. Bussel von mir. Ich muss der Mama und dem Burm ein Bussel schicken. Ja. Passt schon. Bin im Fernsehen. Ich bin im Fernsehen. Der Busen ist ja nicht ein Herzblatt oder irgend so ein Schmarrn. Und jetzt grüße ich noch meine Oma. Aber geh. Aber. Schwarze Wand, schwarzes Gewand, na, das hat's vielleicht bei der Wand. Bravo, Spruchpolizei. Painted Black, elegant jedenfalls. Grüße alle nach längerer Pause wieder mal und auch für dahin, weil die montägliche Männergesangsvereins Chorproben letztendlich Geschichte sind. Manfred Kraft, was man nicht leid tut, aber andererseits haben wir halt jetzt da fix unseren Manfred in der Pavlicisterie. Dabei, ja. Ja. Getan wirkt natürlich besser, das ist definitiv. Die sind bei der weiße Wand ist wirklich für Video ganz schlecht. Das ist echt wirklich nicht gut. Ja. Aus Oberbayern, der Hubert aus Garmisch, grüß dich. jawohl. Servus Hubert, grüß dich. Sprachpolizei, die Gitarren-Schwarzstreicher, der Empfangsraum für Bestattungsunternehmen. Jetzt das müsst ihr Herz bitte, was ist wie heißt denn das? Das müsst ihr euch Ding. Die Farbtemperatur dran oder irgendwas. Na, der Höller dran. Höller dran. Das ist nicht schwarz. Nein. Geil. Sehr leid. Hab nur eine Frage, seht ihr mich? Die Silvia Beach, wie oft fragst du? Wie oft fragst du noch? Wir haben dich schon begrüßt, zweimal. Servus. Na, super, noch ihr seht mich. einmal. Silvia. Servus. Silberl, wir sind die. Weltklasse. Guten Abend aus München, darf auch ich mal ein Wieselburger auf? Jawohl. Erzählt doch bitte über euren Auftritt im Ball der Philharmoniker. Danke. MLW 1307, machen wir gern. Werden wir sofort dann erzählen. Ja, so, da sind wir eh gleich fertig. Daniela Schlöger ist da, Christi. Servus. Ja. Na, ist ein leibender Ackerl. Klaus, welche Brennweite brauchst du im Studio in der Klause? Na, Alter. Was war's ich? Was war's er? Was war's ich? Hochruf, mein Freund. Jawohl. Schönen guten Abend. Servus. David. Ja, wieder da. Jawohl. Super Studiorenovierung, der Ulrich. Servus. Anthrazit, sagt die Hette. Nach 4 ist die Farbe der Wand. Nach 4, was? Nach Aber 3 Viertel oder das schaut genau. aber bei mir auch so aus, ja. Anthrazit, ja. Ja, es ist so dunkel auf. Da müsst ihr Höller auftragen. Schächtschast. Das schauen wir das Wir müssen uns an den neuen Hintergrund gewöhnen, denn Skyline von Wien würde passen. Ja, genau. Bravo. Hat mein Nachbarn wieder ersucht wegen Schmattes. Es kommt. Bravo, Silvia, danke schön. Beim Klaus seiner Frisur spart er sich den Friseur, braucht nur einmal am Tag mit Staubfetzen drüber wischen. Ja, das war was. Aber das ist schon wild. Ja, der Fritzl, der Stadtguss Fritzl, ja, weiß ich auch nicht. War das letzte Mal auch nicht dabei, oder? Ich weiß gar nicht. Ich weiß, war das letzte Mal dabei?
Ja, ich weiß nicht. Jetzt der Pensionär, nicht? Bald, Ja, stimmt, jetzt der wieder wird, keine der wird keine Zeit Zeit haben. Der wird keine Zeit haben. Der Pension wird er viel zu tun haben wahrscheinlich. Bevor ich ein bisschen was erzählt vom Philharmonikerball, reißen wir noch ein Lied an, ist auch ganz klar. Selbstverständlich reißen wir uns an. Was reißen wir noch, Patrick? Eines meiner Lieblingslieder. Bitte schön. Von dir. Von mir? Und ich weiß auch, dass etlichen Pavlacisti das sehr, sehr gut gefällt. War lang eigentlich ein bisschen, gespielt haben wir es immer, aber so präsent war es bei uns eigentlich selber nicht. Auch bei mir auch nicht, obwohl es mir immer schon gut gefallen hat, dir weniger. Skyline. Skyline, bitteschön, Und machen wir die das Skyline. Wenn ich mir es wünschen darf. Gerne, sehr gerne. Es ist eine Freude, dass du Das hat spielst. mir gefallen. Ich bin nur gerade drauf gekommen, ich hätte die Gitarre vielleicht auch putzen sollen. Das schaut aber auch aus. Das ist meistens mit den Instrumenten, die man am meisten spielt, nicht? Ja, da eben, die habe ich gar nicht Gar nicht bedacht. betaucht. Naja, das soll ich machen. Na gut, Skyline von Wien. Ja. Mit da auf den Knopf und der tut dann auf der Gitarre. Das ist schön was. Das ist nix. Das ist ganz lästig, wenn man im Studio aufnimmt. Nicht so richtig. Naja, dann ist wurscht. Ich hätte den schon weggerissen. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist ein mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist ein mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Geht runter wie Öl, sage ich. Der gratuliert er jedes Mal zu dieser Nummer. Ich danke dir vielmals. Ich Die danke dir schön. ist wirklich gelungen. Euch gefällt es auch, 8 von 1. Eine wunderschöne Nummer. Eine schöne Bluesballade.
Ich danke dafür. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, Also, freut mich, dass man dich ich bin gelungen ist. selten mit so großem Lob, nicht, für den Klaus, aber Ja, also ja. hat er verdient für diese Nummer. Dankeschön. Das ist die Achtel von rein. Achtel vorne, das gefällt mir. Das ist schön. Das ist ein Hit. Gefällt mir. Dankeschön. So, ja, was haben wir überhaupt in diesem kurzen Jahr schon erlebt seit der letzten Ding? Also, wir haben ja gespielt, klar. Gespielt, ja. Erwähnenswert natürlich Ried im Innkreis. Das ist erwähnenswert, ja, genau. Das war, also da haben wir wieder gespielt was war das, über 100 Leute? Nein, 50. So groß ist ja das Lokal gar nicht. Freilich. Kommen wir vorhin 60 Leute, 1, 2, 3. Na, 60 gibt es Leute dann gewesen, sehr schätze ich einmal. Also mit hinten noch? Ja, 80 eben. Leute werden es gewesen sein. Nein, 100 waren es, 80 ja, Leute. Nein, war ein wunderschönes Konzert. Taschler natürlich nicht zu vergessen. Das ist klar, das ist ja logisch. Mit Zur prominenten Ja. Besuch. Hat uns auch sehr gefreut, dass der Thomas Dipsch jetzt einmal bei uns war. Bei uns war ja. Und wir haben uns auch sehr gut unterhalten. Ja, er war recht begeistert auch, nicht wahr? Klar, die Burgenlandler kennen das ja nicht. Kennen das ja nicht. Das ist schon der Schmähagent bei uns. Viele Grüße von Fritzl, kann heute leider nicht, beim nächsten Mal wieder dabei. Landesstrom hat Unterschied. Danke, super. Ja, das passt. Dann ist er beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann war natürlich der Philharmoniker bald. Philharmoniker bald, ja. Schon. Nein, Entschuldige, ich wollte noch zu Ried im Innkreis was sagen, weil natürlich einige gesagt haben, der Geber, wenn ich das gewusst hätte, ja, der Punkt war das war ausgemacht und wir wollten natürlich vom Veranstalter haben die Infos alle und da war schon ausverkauft. Das war schon ausverkauft, ja. Was leibend ist, aber natürlich hat das dann keinen Sinn, wenn man das noch irgendwie propagiert. Ja. Also daher, ja, Raphael Illmeier, 10 Euro von Raphael Illmeier, Weltklasse, ich danke dir schön, schmackes Dankeschön. Ein erster Baustein Jawohl. für unsere Schäber, für unsere neue Kamera. Bitte helft uns mit der Kamera, ich bitte euch recht schön. Bitte schaut auf unser Bieselherz, nicht wahr? Damit endlich alle sehen können, dass die Wand blau ist. Das wäre schön. Ja, also deswegen haben wir das Nicht Oberösterreichische weiter. nicht so wirklich beworben, weil eben, ja, war gleich ausverkauft, was sehr super war. Ja, Das wirklich schön war, ja. das war so unsere Größe. Die anderen so waren klar, waren logisch, aber im Philharmoniker-Ball war Traditionell auch wieder- bei uns immer im Jänner natürlich schon seit 10 Jahren in der Zwischenzeit sicherlich schon. zumindest Viele Jahre dort. Ein schöner Ball, obwohl wir beide keine wirklichen Ballgeher sind, muss man ehrlich sagen. Na, gar keine. Das ist so nicht, aber Ich gehe noch hin, wenn ich zahlt werde. wenn ich dort Zeit zum Spielen sind wir kann man dort sagen. gerne und Publikum begeistert, muss man sagen, natürlich auch. Natürlich. Ein paar lustige, nette Gespräche geführt, muss man auch sagen, natürlich. Auch das. Nein, es war ein Riesenhetz. Es ist aber eine sau anstrengende Geschichte. Es ist das wirklich kann ich anstrengend, schon ja. sagen. Weil Ja. wir ja spät anfangen. Spät anfangen und halt dann, wir spielen dort nicht viel. Ja, also wir sind in Summe 1,5 Stunden. Im Sommer Ja. spielst du circa, ja, sowas 1,5 Stunden circa. Aber dazwischen liegen dann oft 2 Stunden. Und Ja, es ist 3, wann haben wir das letzte Mal gespielt? Um 3, halb 4, sowas. 3, 4, irgend so. Um 3 Uhr. Um 3, Punkt 3. Punkt 3, ja. Von Und 3 das bis letzte 3 4, ne? Von 3 bis 3:45 Uhr. Und das ist natürlich, ja, das ist halt Sache, nicht? Du sitzt halt, wartest halt, nicht? Aber gut. Wie war soll ansonsten- Musiker überleben, wie soll Ja, das ist halt so. Aber es war wieder toll. Wir hatten Besuch von Pavlacisti. Ja, Mikey und Justine Justine waren da. und da. Ganz zerknirscht hat er gesagt, er ist nicht mehr in der Pavlatschen, nicht weil er nicht will, sondern weil er selber Kontrabass in einer Partie spielt und die haben halt auch am Montag Probe immer. Ja, das ist so. Dafür Manfred Kraft ist jetzt dabei, aber der Mike ist leider Mike nicht ist- dabei Mike jetzt. ist weg, ja. Er schaut es aber im Nachhinein natürlich Ja. an. Nicht? Ja. Natürlich. Und hat uns sehr gefreut, haben sie uns War angekündigt wirklich und sehr haben nett. gesagt, Ja, und ein paar Mikey und andere Justine bekannte waren da. Leute auch getroffen Natürlich, von uns, natürlich, ja, wie immer. Wie immer. Aber das war eine tolle Geschichte. Und wir haben uns ja abgewechselt am Anfang mit die Wienerinnen. Die Wienerinnen, ja, genau. Eine sehr leibende Partie, sehr empfehlenswert. Absolut zu empfehlen. Aber wir kennen ja schon Ewigkeiten. Und natürlich mit den Inbregler, mit Franz Bosch und den Inbregler haben wir uns abgewechselt. Also wie die Wiener und sie die Tiroler haben uns halt auch abgewechselt und das ist halt auch immer Hetz mit den Burschen.
ist ja der Gaude. Ja, Im Theater. so ist es. Das war sonst irgendwas Erzählenswertes, Erwähnenswertes. Vom Ball sonst Nein, eigentlich nichts. Nein. wir haben gespielt. und Ein sagen, Ball halt, ne? Das ich kann es wirklich nicht nachvollziehen am Ball. Ich kann es nicht haben wir schon nachvollziehen. oft Es darüber ist gesprochen. eng, es jetzt, ist ja. heiß, es ist alles sauteuer. Ich meine, für die Preise waren wir gar nicht einmal im Ansatz. Es ist stickig, ja. Ich finde, nichts ist leibend, wirklich nichts ist leibend, außer jetzt die Location, wenn man so will. Aber da hast die Gulaschsuppen bei uns vorbeitragen, so die Kölner, bis deppert, ich glaube, beim Militär, im Auslandseinsatz, hast du 1000%ig eine bessere Qualität. Gut, über die Qualität will ich sagen, aber rein vom Geruch her, Alter, ja. noch mehr Knorr, Marketing-Dings geht nicht. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass das halt ein bisschen was kostet, sondern bis deppert das Ist kostet doch was. wahnsinnig, Das ist ja, ein ja, Vermögen. das Also das kann ich verstehe wirklich... nicht. Ich kann es nicht Ich kann es nachvollziehen. nicht nachvollziehen, dass einem das taugt, aber es muss wem taugen, weil diese Bälle sind ja, also die Karten sind ja, Innerhalb die kriegst du ja kürzester gar nicht mehr. Zeit kriegst Also du da nicht hast du nach. gar keine Das Chance. Wir werden oft ist gefragt, auch ob nur wir kurz. helfen können wir nicht. Also wir haben keinen Zugang, dass wir da irgendwie Ballkarten besorgen Die gibt es nur, glaube ich, 10 Tage vor Ball startet der Verkauf und Die kannst du wer zuerst hat zuerst einfach. Und das ist definitiv so. Da hast du keine Chance, wenn du da nicht dabei bist. So ist es. Da so musst ist es. musst wirklich in der Nacht schon, glaube ich, gleich am dem ersten Tag schon sofort hinschreien, dass du irgendwie eine Chance hast, dass du sogar. Was natürlich schon das Besondere ist, natürlich, dass die Philharmoniker selber die Eröffnung spielen. Das ist natürlich für viele ein Anreiz, natürlich das. Naja, auch. nicht wirklich, weil das spielt die Eröffnung ist super wegen dem. Ist für viele, für mich nicht, aber für Ja, aber viele da gehe ich in ein schon. Konzert von Da den ist schon- Philharmoniker, da ist schon- kriege ich Akkorde. Ja, aber kriege diese einen Nähe, Sitzplatz was du und haben lustig. kannst, die Philharmoniker, dann triffst du sie auch. Ja, wem triffst du Habe ich schon öfters von Leuten gehört, die Ja. dort hingehen. Ne? Für mich ist das nicht Dings. Ne? Im Triffen, da mit alle im Schlagzeugerkammer. Da sind schon mehr. Ne? Aber bitte, ja. Nein, es muss ja wem faszinieren. Weil der Hochhofen meint, ich habe noch nie auf einen Ball. Für die Philharmoniker dann auch in die kleinen Partien, in den kleinen Sälen auch, sind auch Philharmoniker dabei. Und so, das ist natürlich schon interessant ne? Für viele, Ja. für viele Leute. Ja. Ja, naja, aber die kriege ich billiger. Das Ding. Ganz ehrlich. Ja. Da brauche ich nicht auf den Ja. sauteuren Ball gehen. Also das Ich kann find- kein Argument sein. Das gibt es ja nicht. Weil Für mich nicht, aber ich habe schon gehört. Ja, aber das bilden sie Das ist sich schon selber. gehört, ja. Das kriege ich. Also, naja, gut, wie auch immer. Aber andererseits, wegen der Hochhofen gemeint, ich war noch nie auf einem Ball. Wir können halt deppert reden, weil wir da schon auf sehr viel Bällen waren. Erstens als Student war ich schon. Ich nicht oft. Ich war schon oft, bin aber oft gratis reingekommen. und ja, die war ja, aber auch nicht so Ding. Aber die, wie soll ich sagen, wir waren halt sonst sehr oft bei Bällen. Natürlich, spielenderweise. Klar. Jetzt haben wir das gesehen, also der Zauber des Balls ist vor allem dann, wenn du sozusagen im Backstage bist. Also wenn du dort arbeitest, ist das alles anders. Nicht? Dann siehst du das alles nicht so wie Genau. es sich halt einbildet. Aber ich meine schon, es ist, wie soll ich sagen, man sollte es schon mal gesehen haben. David, man sollte schon mal bei so einem richtigen Ball gewesen. Mit richtigen Ball meine ich auch nicht in der Hofburg. Philharmoniker ist ja nur im Musikverein, ist aber glaube ich der einzige Musikverein. Na, es gibt da andere, ich glaube, Wirklich? irgendein anderes Gibt's einen? ist im Musikverein. Ja, Techniker, Wirklich, sehr klar. Irgendwer ist tatsächlich? sonst ist auch Okay. im Musikverein. Ja, Ja, mein Opernball, gut, ist in der ist in der Staatsoper. Oper, ja. Aber ansonsten sage ich mal, muss mindestens Hofburg sein. Nicht? Damit, und das hat schon was einmal bei sowas dabei gewesen zu sein. Das möchte ich schon sagen. Ja. Aber ja, also Ja. ja. Aber es war trotzdem, es war natürlich wieder aber klar, wir haben gespielt am halber, dreiviertel eins oder eins, wann haben wir gespielt? Das Um erste halb Mal- 0:30 Uhr haben wir das erste Mal gespielt, ja. Ja, wir sind dort kurz vor 0 Uhr aufgeschlagen. Nicht? Was mache ich früher dort? Nicht? Wir sind kurz vor 0 Uhr dort hin, haben uns ausgezogen, haben die Gitarre gestimmt, sind auf die Bühne gegangen, haben dort gespielt. Genau. Und dann haben wir uns 2,5 Stunden mit Leuten unterhalten. Nicht? Aber was auch leibend Was? war. Aber Absolut leibend, ja klar. Aber ich noch dazu, ich als Turniertänzer, nicht? Also ich tue nie tanzen, nicht? Also Genau, das ist sowieso nichts. Also und auch so am Ball so ein Disco dann und so, nicht? Was da noch alles gibt, weiß nicht, da ist man schön gekleidet im Frack und dann ich verstehe es halt nicht. das Weißt? ist, Dann hupft man mal um und
Schau, der erfolgreiche Musiker ist da. Jawohl, grüß dich gut. Ja. Wir haben erst heute einmal angeschaut, die aktuelle Sendung mit dem Gedächtniscoach. Leihwand spielt keinen von Wien. Welches Konzerthighlight steht heuer noch an und darf von echten 16 Uhr Fans auf keinen Fall verpasst werden? Gebt Bescheid, liebe Grüße. Was auf keinen Fall Bescheid, ich muss erzählen. Hol einen Zettel her. Und du ich kann schon sagen, sagst, um was geht. es handelt sich um den 31. Mai, ganz genau. Und zwar unsere erste 16er Burm Fanfahrt. Zwar fahren wir da nach Litschau, aber nicht irgendwie, sondern wir fahren in Wien weg mit dem Bus und fahren einmal nach, in der Deppert, wie heißt die Ortschaft? Nach Gmünd fahren wir mit dem Bus und von Gmünd nach Litschau fahren wir mit der Schmalspurbahn. Dort in Litschau gibt es eine Stadtführung, bei der wir auch dabei sein werden, von einem wirklich ortskundigen Menschen dort. Ein ganz toller Mensch. Hat der Thomas Mayer organisiert das Ganze. Tom, lieber Tom, danke dafür. Nachher grandioses Essen beim Kaufmann und natürlich ein Konzert bei uns, ein exklusives beim Gasthaus Kaufmann, das erste Haus am Platz dort. Und dann fahren wir wieder zurück nach Wien und dann gibt es noch einen Ausklang noch beim Lendner, beim Richard. Einen Ausklang, wer halt noch mitkommen will, kommt noch mit ein bisschen plaudern. So ist es. Wird wirklich eine leibende Sache sein. Ich meine, uns geht es in erster Linie darum. Wird auch meine Frau mitfahren, auch die Gudrun fährt mit, das weiß ich schon. Bravo, freuen wir schon. Es wird auf jeden Fall, es geht uns in erster Linie darum, dass wir halt mit Fans auf Tuchfühlung sind. Den ganzen Tag, wir können plaudern, wir können reden. Es ist nicht eine Konzertsituation, auch wenn wir dort ein Konzert geben werden. Es ist einfach eine sehr persönliche Geschichte und das ist etwas, was mir sehr taugt. Die Kosten sind 59 €, abgesehen vom Essen. Essen müsst ihr selber zahlen noch, also dann noch. Aber ansonsten 59 €, da ist die Busfahrt dabei, da ist die Zugfahrt dabei und die 16er Buben sind dabei. Das ist aber die Führung ist dabei. Ja, also das ist das ganze Ding, ja. 49 €, und das ist vielleicht relevant, meine Herrschaft, 49 € sind 10er weniger für Mitglieder der 16er Partie von unserem Fanclub. Jawohl. Ja, ich würde es nur gesagt. Ich sage das nur nebenbei, ein Wink. Bis 26. April kann man sich anmelden. Wir werden das natürlich noch entsprechend auch noch online noch vertreten, aber es ist schon, mehr als die Hälfte ist schon drin, ist schon voll. Über die Hälfte ist, ja. Also ein bisschen, ein paar Leute haben wir noch, 50 Leute können wir werden. So schaut es aus. Die Infos stehen in der Videobeschreibung, wo man sich hinwenden kann, nämlich eben an den Tom. Was habe ich da noch wichtigerweise noch stehen? Ja, man muss dann angeben, was man essen, was weiß ich. Das sind Organisationssachen. Was zum Essen geben wird, ja, das war's eh. Das war's eigentlich, ja. So Frauen zur Beschreibung. Wenn es Fragen gibt, schreibt es eine bitte. Fragen habt ihr her damit. Das war's. Uns das dann, und wie gesagt, wir spielen im Konzert einer Stunde ungefähr, wie das sei, also ein Set, sag ich jetzt einmal. Beim Kaufmann nach dem Essen, da werden wir reinschauen. Kaufmann natürlich erstes Haus am Platze. Und wir sind schon seit Jahren dort Stammgast, so wenn wir beim Schrammelgang-Festival sind, also getestet dort schon auf Herz und Nieren geprüft, das Lokal. Definitiv. Kann man sagen, ja. Definitiv. Das schaut nicht gut aus. Das ist halten. Aber uns geht es eigentlich wirklich darum, dass wir mit euch ein bisschen plaudern können. Zusammenkommen. Bei der Fahrt und einfach im Bus schon miteinander sind. Und so. Es wird ein wirklich gemütlicher Tag werden. Ich freue mich schon so drauf. Auch vielleicht Leute, die man noch nicht so gut kennen, man lernt sie einfach ein bisschen kennen dabei. Ja. Das ist leibend. Überleg dir ganz, wie das heißt. Meet and Greet heißt es. Meet and Greet mit den 16er Buben. Na, Wahnsinn. Man kann uns auch berühren dann, nicht? Ja, kann. Natürlich, aber ich weiß nicht, wer das will, aber... Graus geht das auch. Also das ist, mein lieber Emi, absolut, das sollte man auf keinen Fall verpassen. Ansonsten Konzert-Highlights haben wir aus jetziger Sicht nicht ein Konzert. Es gibt natürlich die Festivals, die sind schon ausgemacht. Es gibt einige Sachen, die noch im Spiel sind. Wir sind wieder beim Wien-Liebe-Festival mit dabei. Das ist diesmal Pfingsten, und zwar am Pfingstsamstag, gell? Spielen wir da. Ja. Pfingstsamstag, 14 Uhr wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich so rund um 14 Uhr. Ja. Also eine bessere Zeit, bessere Uhrzeit auf jeden Fall. Und Pfingsten kommt alles, sobald wir das genau wissen. Natürlich auf unserer Homepage in die Termine. Wien Liebe Festival ist natürlich eine tolle Geschichte. Auch wieder. Ich freue mich schon wieder drauf. Ja, Schrammelklang Festival, logisch. Sind wir am welchen Wochenende? Am zweiten Wochenende, 17. bis 19. Juli. Jawohl. Sind wir in Litschau beim Schrammelklang Festival wieder. Ich freue mich auch schon drauf.
Und dann haben wir natürlich wieder das legendäre Wienerlied Festival, die Landpartie am Köllerberg in Sierndorf an der Mark. So ist es. Freue mich auch schon wieder drauf. Da sind wir an 2 Abenden, muss man sagen. Da sind wir 2 Abende. Es gibt einen Vorabend jetzt auch heuer bereits, sprich am Freitag bereits, werden wir schon am Abend eine kleine Session Healing dort. So schaut's aus. Aber nicht nur wir allein, es wird eine zweite Gruppe auch dabei, das ist noch Überraschung dabei. Da darf man noch nichts sagen dabei. Da wird es überrascht sein. Und am Samstag natürlich sind wir ja sowieso. Samstag klar. Klar. Was haben wir noch? Was ist noch irgendwas Besonderes Highlight dieses Jahr? Wisst ihr jetzt gar nichts noch? Das wir mal nach. Also Highlights sind Highlights alle sind nicht, aber wisst ihr. So. Es wird auch, ich vermute, der Otterkringer Kirchtag im September, wenn er so stattfindet, weiß ich zwar noch nichts, aber das ergibt sich immer erst im Sommer dann. Aber ich bin schon in Kontakt, sagen wir so einmal. Ja, also es war eigenartig, wenn es nicht ist. Sagen wir es so. Das glaube ich. Ja. Der Hannes Spießler, und wenn ihr zu einem Ball eingeladen werdet, würdet ihr hingehen? Es kommt auch drauf an. Ich wurde eingeladen, einmal vor längerer Zeit war das, zum Opernball und ich habe gesagt, du, danke, alles ist schon dran. Hatte ich auch keinen Frack, muss ich auch dazu sagen. Ja. Die heute vielleicht gebe, dann sage ich, jetzt mein Frack und dann gehe ich hin, wenn du denken bist, ist ja wurscht. Nicht? Mir hätte uns schon ein Hetz gemacht. Ja, so. Ich hab, und dann könnte ich halt sagen, ich war mal am Opernball. Aber ich habe gesagt, ich habe keine Lust, jetzt mit um einen Frack zu kümmern und so weiter. Echt keine Lust. Aber wenn ich eingeladen bin, es ist, nein. Also ich habe das tatsächlich dankend abgelehnt. Ich muss ehrlich auch sagen, es ist nicht meine favorisierte Veranstaltung, ein Ball. Ja, es ist nicht, ich meine, schau, es ist halt, aber es kommt darauf an, welche Umstände, wo, mit wem, was für ein Ball und so weiter. Also ich würde es kategorisch lehne ich gar nichts, aber es ist nicht so, dass ich Bälle ablehne, abgrundtief, sondern... Nein, so ist es nicht. Aber ich möchte das Publikum dort nicht sehr einfach. Aber ich gehe ja sehr wenig auf Konzerte, muss ich ehrlich sagen. Ja, ist gleich. Auf große überhaupt. Also, Ich mag überhaupt keine Leute. das ist einfach bei uns, wenn du selber Musiker bist, gehst du nicht wirklich so oft auf Konzerte. Schon ein paar Ausnahmen gibt es ein paar schöne Sachen, ja. Aber sobald ich mich anstellen muss und dann vielleicht beim Konzert auch noch stehen muss. Da musst du schauen, wo es heißel ist, dann musst du auch schon sagen, na danke, da will ich reicht eine mir schon. haben. Patrick, Frage vom Bist du mal runtergeschubst und so. Ja, okay. Walter Im Nagel. VIP-Bereich ist was anderes, wenn ich eingeladen bin. Da bin ich durchaus, kann man mich schon überreden eher Unter noch. Umständen. Unter Aber ich war auch Umständen. schon in vielen Unter VIP-Bereichen Umständen, eingeladen und Aber- aber ja, ist erträglich. Ja. Egal was, es ist immer erträglich im VIP-Bereich. Aber ein Stäbsel muss ich mal mitnehmen, weil es meistens zu laut ist und so. Deswegen kommt dazu und so. Aber ja. Also lieber Freund, fragt der Walter Nagel, spielt er am Philharmonikerball komplett unplugged oder verstärkt? Gute Frage. Gute Frage. Heuer Ja. waren wir verstärkt. Zum ersten, nicht zum, wir haben schon einmal verstärkt, aber heuer waren wir wirklich verstärkt, auch die Volksmusikgruppen, dass man uns einfach wirklich besser hört. Es gibt eine leichte, gewisse Raumverstärkung, eine leichte, ja, dass man uns einfach hört überall. Das hat heuer ganz gut Hat funktioniert. wirklich ganz gut funktioniert. Das war eine ja. Tontechnikerin, die hat noch wahnsinnig laut da, weil die also genauso die ganze Nacht hindurch und die hat immer alles umbauen müssen. Die hat keine 10 Minuten Zeit gehabt zum Umbauen. Sie allein. Ja. Wir haben Gott sei Und Dank ich meine, wir waren so zweit, okay, so das zweit, aber die Wienerinnen waren zu singt, ne? Ja, und die Die Inbregler. Inbregler auch zu singt, ne? Ja. Daher. Und also das, ja. Es war akustisch besser. Und alles ohne Soundcheck dazwischen, alles mit fliegendem Wechsel, nicht? Nein, aber das ist sehr Also gut mit Leitsch, aber gemacht. super gemacht. Die Leute haben auch, also wo sie auch gehört haben, gesagt, nein, das ist auch gut gekommen. Das Einzige, was da natürlich der Nachteil ist, es schaut auf der Bühne aus wie Sau, weil da stehen halt Notenständer, Stative, die Monitorboxen, da steht halt wahnsinnig viel herum, weil das kannst du nicht ganz wegrammen, nicht? Und dann wieder alles herrammen. Genau, jetzt sitzen wir zu zweit da dort und da stehen halt trotzdem dann Das sind 7 Sesseln, ne? 7 Sesseln, 7 Mikrofone, 7 Notenständer, die wir auch nicht brauchen. Ich meine, Die es Brickler wird auch sehr nicht, auf Zeiten ein bisschen, aber aber ja. es ist Aber halt, es ist leider nicht ausgegangen, der Klaus. schau, die Judy sagt, bald ist tanzen. Ja, es ist... Ja, eben. Das Schau, kommt der noch Mario, erschwerend dazu. Mario Burghardt, bis jetzt war ich nur als Security auf verschiedenen Bällen, meistens voll dabei. Ja, voll kann man auch vorstellen. Ich würde mitfilmen, aber darauf brauche ich nicht hoffen. Iron Acker, was meinst du? Beim Ball oder was? Ein Ball oder was, ja?
Opferball war leibend, bravo Kadenja. Ja, Opferball, ja. Oder Gierter kommt bald. Naja, das geht. Gemütlich schon 6 Mal Event, das klingt Mörder. Na, du musst dabei sein, Emi. Du musst dabei sein. Ja, vor mir, na sicher. Sackgaude. Das ist wirklich ein Hitz. Wirklich, nicht nur ein Hitz, es wird schön einfach. Es wird einfach wirklich schön. Tuchfühlung heißt nicht anfassen. Der Chorleiter vom ehemaligen Badener MGV. Was ist jetzt los? Achso, ich hab da irgendeine Meldung. Na wurscht. Gott sei Dank nichts da. Gleichzeitig der künstlerische Leiter vom Wiener Männergesangsverein, bei welchem ich schon einige Male Substitut aushelfen durfte. Jedenfalls war er ebenfalls beim Philharmonikerball, nachdem der Musikverein daheim ist. Ich verstehe. Ja. Guten Abend, Matthias Mariacher. Gerade ist mir aufgefallen, dass der erste Monat ist und damit Weintime. Bravo. Servus. Ah, Habe die Ehre, mein Lieber. Der Emi fragt, wann ihr so einen typischen 1-Stunden-Gig spielt, wäre es ein cooler Branding-Schmäh, wenn ihr genau 16 Lieder spielt? Du, das werden sein. Das wird Ich sehr glaube sein. 17, also, naja, wir spielen oft, je nachdem wie viel man redet dazwischen. Man packt mehr, laut AKM darfst maximal 17 eintragen. Das ist einfach wurscht, wie viel spielst. Die sagen einfach mehr, 17 gehen sie nicht aus. Ja, das Aber ist halt so. wenn 2 Minuten Nummern sind auch dabei. Das ist halt so. Aber ja, 16 Leute mit Reden wird es dann schon wieder eng. Aber ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, ja. Das ist Der Branding-Schmäh. Der Eine Schmäh ist Stunde. nicht so schlecht. 16er Burm, 2 Burm, 1 Stunde, 16 Lieder. Was der Rudi Korb ist, habe ich schon ein paar Mal angefragt, bis jetzt noch keine Antwort. Patrick, das musst du dich können, bitte. Da musst du Also dich der jetzt Roland kümmern. Sperg hat das schon gemacht, also, was hat er mal gesagt? Ich werde den Roland Ja, morgen, den bitte Sperg das. Roland gleich kontaktieren Irgendwo, morgen da noch einmal. kommt's. Irgendwo hakt es da, ich weiß nicht warum. Warum auch immer. Wieso hakt das hier? Ich kümmere mich morgen drum. Da können wir gleich für Juli reservieren. Ja, genau. Beim Kaufmann. Da haben wir gleich für den Juli reserviert. Ja, genau. Kommt ihr 2026 wieder nach München? Ja, zweimal. nächstes Thema. Einmal ist fix. Ach so, okay. Der ungelegte Eier, Stimmt, sag ich nichts noch. Naja, ich rede immer über das, was immer halt blockiert habe im Ja, Kalender. genau. Ja, in einem Monat, genau. Am 2. März fahren wir nach München. Vom 2. bis 6. März sind wir in München wieder. Aufnahmen für die Brettelspitzen. Montag, der 2. fahren wir weg. Und Daher auch nicht die Pavlatschen. daher keine Pavlatschen. Im März, siehst guter Hinweis. Guter Hinweis, eine Woche später. Yes. Geht anders leider nicht, weil sonst hätten wir einen Mörderstress. Nämlich. Wenn wir nämlich am Dienstag, kann man gerade erzählen, zu Mittag um 13 Uhr haben wir Maske und Soundcheck für die Probe. Und das wird ein bisschen eine Hudelerei, wenn wir da in der Früh wegfahren müssen, so zeitlich. Außerdem sind wir dann hundsmiert, dann ist noch Generalprobe an den Tag, also Durchlaufprobe an und so weiter. Und das ist nicht machbar, darum müssen wir am Montag schon fahren am Nachmittag. Der Punkt ist der, ich will nicht am 6 wegfahren. Ich will nicht um 6 Uhr, nein, ich bin, Der Rest ist mir wurscht. nein, ich fahr bin nicht um noch, 6 ich bin noch ein hundsmiert einfach. Das geht. Nein, ich will einfach nicht. Ich kann es nicht. Nein, Ich will nicht um 6 wegfahren. ich kann es nicht. Das So, ist wie einfach, es ist. Das bock was ich ist nicht. doch vermeiden lassen. Ja. Aus dem Alter sind wir draußen. Ja, So schaut's aus. ja. Ja, sind wir wieder in München. Und wann alles hinhaut, auch im Im November auch wieder, Wenn wenn alles alles hinhaut. ist. Aber da habe ich noch keine fixe Zusage. Ui, schau da Emi. Korrektur laut AKM kann man 18 Lieder spielen. 18, stimmt, Emi, völlig richtig. Vollkommen richtig, ja. Ja, gut. Vollkommen richtig. Ich fahr da kleine, gell, über die AKM, dabei sitzt da einer aus dem Vorstand da. Yes, das nein. Ja, ist das mache ich. Ja. Na, 18 ist es, stimmt, ja. Der Wolfgang Kreuzger ist da, gestikuliert. Servus. Sehr. Was machen wir jetzt da? Was reißen wir jetzt da? Wo sind wir dabei? Wo sind wir dabei? Wo sind wir dabei? Ich habe schon wieder eine gute Idee. Was hast du für eine gute Idee? Ich habe eine super Idee. Eine super Idee. Eine super Idee. Philharmonikerball. Jawohl, Eine Nummer passt natürlich. bitteschön. Johann Schrammel. Die tanzt? Bitteschön. Bin im Anschlag.
die ein das. Schrammel. Ah, schöne Nummer. Absolut. Immer wieder gern gespielt, da muss ich ehrlich sagen, ja. Und das passt natürlich, auch zum Philharmonikerball natürlich, das passt natürlich zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen. Definitiv. Die Achtel von einer. Danke euch. Danke. Einmalig, die Achtel. Ein Erdäpfelsalat. Läusel mit Takel. Ja. Ja, Bibi war da schon eine Idee. Warte, du schaust so verjüngt aus. Neue Liebe oder Oberlippenbart rasiert? Na, beides, glaube ich, gell? Beides. Dankeschön, dass Sie das hören. Ja. Liebe Gudrun, ich hoffe, du hörst das auch, ja. Es macht mich noch jugendlicher, aber es macht die Liebe vor allem, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich habe ja eine Familie geschenkt bekommen, muss ich sagen, und das ist schön so. Ja, das ist eine feine Das Geschichte. ist wirklich schön. Feine Geschichte. Mhm. Der Ballmann. Muss ich da den Hofbräuhaus-Eingang blockieren oder kann man euch auch so mal persönlich kennenlernen? Na, wir werden uns, das ergibt sich dann Das so. ergibt sich dort schon. Ich kann da halt leider gar nichts im Vorfeld sagen, weil wir nicht wissen, wie der Ablaufplan ist. Aber im Prinzip, naja, müssen wir noch schauen, wie wir das machen. Aber grundsätzlich, wir haben ja auch Aber mein viel Zeit unter Anführungszeichen. Wir haben immer dazwischen dazwischen so immer einen wieder Slot, mal- wie man sagt, Ja. dazwischen, da ist einmal eine Stunde Pause dazwischen, vielleicht sogar 1,5 einmal. Ja, aber das ergibt sich auch oft eher direkt aus dem Programm raus. Aber es müsste schon möglich sein. Müssen wir schauen. Meine Telefonnummer steht auf der Homepage. Ja, genau. Das ist meine Telefonnummer, du kannst mir auch ein WhatsApp schreiben oder SMS schicken. Genau, Kein dann sind Sie in Problem. Kontakt, dann kann Sind wir in Kontakt, da können wir ein bisschen schauen, wie sich was ausgeht. Auch ein Genau. bisschen spontaner vielleicht dann auch. Genau. Aber bitte ja. So werden wir das machen, das ist am gescheitesten. So, na gut, ihr Läusel, ne? Bin ich dabei? Hat die Gudrun nicht mitbekommen, dass der Oberlippenbart weg ist, dass die jetzt zuhören hat müssen? Nein, aber es gefällt dir in der Zwischenzeit schon. Ja. Was ich mitgekriegt habe, es war halt keine Absicht. Ja, ich wollte meine auch noch in den Locken. Ich habe einen Unfall gehabt. Weißt du, das war, beim Trimmern ist ein Unfall passiert. Ja, ja, ist ja so, was soll ich machen? Das kann an jedem passieren. Ne? Ja, das schaust dann aus, was der wie die Seebären. Gell? Schifferkrause. Ja, ist ja klar. Nicht? Eiweißstall liegt ja am Meer. Eiweißstall liegt am Urmeer. Ne? Urmeer, ja. Insofern nicht falsch, aber halt, das ist halt dann echt nur Überbleibsel. Ne? So, gut, Läusel. Wie geht denn das? In F, gell? In Gustav. In Gustav. Aber auch mit so einem Aufgang, gell? Dumm. Ja. Neulich war ich eingeladen bei einer Feier, gemeinsam mit den Gruber und dem Meier. Oh, das war so festlich und so elegant. Die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten. Die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusel heute nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist das Essen gekommen. Na und schau, kaum waren die Händel und die Fleischlerl serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Alles hat sich gestürzt auf Schnitzeln und den Erdäpfelsalat. Na, dass der Läusel nicht dabei war, wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Und dann kommen ein paar Schnapsel zum Verdauen. Und die Achteln-Renner so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden schon die alten Lieder gesungen.
Ja, und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt beim Bader und der Gruber ist kein Vater. Hat sich zu ihr dazu, der Tisch spricht zusammen, Stuhlbuben. Das glaubst du nicht, weil es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Weil da fällt der Läusel noch dazu. So ist er gegangen bis in die Morgenstunden. Es hätte der Läusel sicher leibend gefunden. Ja, das eine, das sag ich euch. Dem Läusel seine war die schönste Leich. Ja. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusel ist tot. Der Läusel. Die Nummer heißt eigentlich nur Läusel. Läusel. Und mit dem verabschieden wir uns die Silvia Beach Silvia, in die Nachtruhe. Schlaf gut. Schön, dass du dabei warst, bitte Silvia. gut, danke Danke schön. da nochmal für deinen Schmattes. Apropos Schmattes, meine lieben Freunde, haut's eine an Schmattes. Haut's eine bitte einen Schmattes an. Entweder werdet Kanalmitglieder, kauft was im Online-Shop, macht eine Überweisung oder per PayPal oder da per Superchat, welche Varianten euch auch immer gefallen. Wir hätten uns gefreut, wenn ihr sagt, die Musik, das taugt mir, dass die zwei das machen, das gefällt mir. Da unterstützt man. Es müssen keine großen Beträge sein, auch wenn wir große Beträge besonders gern natürlich sind. No, nein, wir Wir brauchen eine neue Kamera. Das ist eben der Punkt. Wir brauchen eine Kamera. Danke vielmals jetzt schon für eure Großzügigkeit. Danke, danke, danke. Informationen findet ihr außerdem natürlich in der Videobeschreibung. Wollt ihr was ein? Yes, yes, yes. Ich bin schon ganz Mattea. In San Francisco hast du es da und ich. Fehlt da kein Hocken mehr. Haben's noch im Brot Luftballon geblasen her zu mir. Dass ich was so von dir wär. Schabadaba.
vergisst mich nicht. Ich hab dich gekriegt, hab dich verlassen, du. Da war ich jung und blech. Da haben die Steiner auf der Gassen im Usel so leer. Geht ich nur heim von da, schau der Bild an, wo die Pappen im Usel so leer. Geht ich nur heim von da weg. Yes. Ohne Jazzhaberl. Ohne Jazzhaberl, ja, was ist? Ohne Jazz. Dafür mit der Hand geschnitzten Dafür mit der Frisur. Frisur. Das ist mir klar. Die Achtelvereine danke vielmals. Ich danke ganz Jawohl, herzlich. bitte große Beträge. Ja. Der Aeronacke ist gut, bitte große Beträge, da wird meine Suche nach einer Kamera leichter. Ja. Schau, Sprachpolizei so eben 15 € für die Musik geschmattet. Per PayPal, ich danke dafür. Danke, Bravo. danke. Ja. Gut, und hat schon aufgeklärt. Ich habe den Trennunfall verursacht. Jetzt muss ich mit den Folgen leben. Habe ich schon langsam gelernt. Ja. Naja. All my stuff ist da. Und schau, Kikeriki, Fun with AI, grüß euch Gott, servus. Das gefreut mich. Schau, Yes. da kommen sie dazu. Das ist natürlich ein Hit. So, wo bin ich denn jetzt wieder? Jawohl. Sehr anständig interpretiert. Karl Schauber, Pavel, dank der Judy Austria. Danke. Schau, die Mega ist da, bin gerade vom Singen im Kirchenchor zurück. Lichtmessner Klaus, in München aktuell. Ein 100er steht, Rudi Korbes, du bist der Welt. Rudi, Ein 100er steht, der Rudi ist ein Wahnsinn. Der Rudi ist ein Wahnsinn. Dankeschön. Was machen wir denn, Rudi? Was hat er gegeben? Mit der Herrgott fragen. Ich glaube, das ist eines deiner Lieblingslieder. Auch, Kann ja, das sein? ja. Es gibt ja ein paar. Ich glaube, aber das ist die Frage, wie das überhaupt noch zusammenbringt. Oder? Das ist auch eines. Ah, Vielleicht uns wenig Geld. Das ist auch eins vom Rudi, weiß ich, ja. Ja, machen wir das, ja. Ja, Dem ist wurscht, ja. machen wir das, ja. Oder wir warten, was der Rudi sagt. Nein, wir spielen das. Wir spielen es einfach einmal, nicht? Ja. Geht schon. Ja, wenn wir unser Wehr bedroht, da war's kein Wunder, wenn man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirchtag rund am Schottenfeld, da hat's noch gegeben Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich bogen. Ein Bachhändel, ein guten Wein, und auf kein Tisch nicht gefällt. Doch schaut man heut, wie's zugeht dort, da drunter im Schottenfeld. Die reichsten Leute haben Kriege gemacht, Fabriken zugesperrt über die Nacht. Wo die Weber gewebt haben, sein Schön, steht auf Versatz ans Völlige. Von Bachhändeln ist längst keine Spur, heut schlägt da jeder hinterm Tor. A gesöchte Blunzen, das alles hört, die Leute haben so wenig Geld. Ja, ein Frittis auf der Welt. Ja, ein Frittis, die Leute haben so wenig Geld. A wer noch den alten Schlag, wie es einmal war, kommt keiner noch. A Kernfigur Mensch stöben an, hernach das Geniet vom Sonntagsgewand. Am Kieferland Zylinder dran, nach links ein bissel vierig schon. Das Manchester regelt Hosen gestellt, a Pfeifen hat nicht gefällt. So war der Werner Bürgersmann nicht stolz, nicht übertrieben. Doch schaut man heut den Nachwuchs an, was ist uns übrig blieb. A Giegel mit ein Drager
Gestalt die reinste Missgeburt. An Stiefeln keine Absitz daran, das Wandel haben's vom Tandler an. Das ist so dünn wie Flusspapier, im Sog sind's miteinander stier. Zum Auftragen heben's ein Maselfeld, die Leute haben zu wenig Geld, ja, ein Frittis auf der Welt, ja, ein Frittis, die Leute haben zu wenig Geld. Karl Lorenz um 1880 herum. Jawohl, eine Weltnummer. Das ist bald 150 Jahre alt, die Nummer. Es ist Und unglaublich. ich meine, ich habe da Sie quasi, passt immer noch. ich habe da quasi die Heine Griut stinkt. Ja, was heißt, mein Lieber? Alle Was acht. soll ich sagen? Alle acht haben Schön war's. Bravo, auf jeden Fall. Schau, der Rudi schreibt schon. Super, danke. Rudi. Das war ein erst für ein Flokerl. Bravo, Weltklasse. Ich danke dir jetzt schon. Rudi, ich danke dir jetzt schon. Danke. So, Ich muss einen Schluck nimm nehmen. einen Schluck, du hast mir nachfüllen, sehr, sehr gut. Wasser träume dann drüber, dann nicht so nachfüllen. Ah ja, ich schon. Ja, du kannst es besser. Du kannst es besser. Danke herzlichst. Bitteschön. Ja, wir sind im Wasser aktuell. Die Jammerei nimmt nicht an. Ja, ist ja mehr ein Automatismus, dieses Jammern. Das ist ja nicht Jammern, das ist aber das ist kein aber- Jammern. Nicht? Das ist ein Zustand. Nein, das ist das sagt man als Wehren einfach. Oh weh. Wenn wir aufstehen. Oh weh. Ja. Beim Niedersetzen. Oh weh, Ja. oh weh, oh weh. Das, da muss ja nichts wehtun. Beim Man- Umdrehen im Bett. Oh weh, oh weh, oh weh. Ja, aber wenn in Werner wirklich was wehtut, Das ist ja still. das sagt er nicht. Das ist Aber ja still. das ist ja nur, wenn es halt wehtun könnte. Nicht? Das ist schon vorbeugend. Ist das. Man kennt sich vorstellen, dass es wehtut. So, nicht? Nein, das. Dann ist man überrascht, dass es nicht wehtut. Ja, es tut auch weh, es tut gar nicht weh. Es tut gar nicht weh, ja. Ja, nein, neue Lage, meine Herrschaften, weil ja auch schon manche auch so gefragt haben, ist man gesundheitlich. Wie gesagt, also ich habe jetzt da tatsächlich nach dem letzten Wert, aber das ist auch schon wieder eine Zeit her, wird schon wieder was runtergegangen sein. Der letzte Wert war 9 Wochen 10 Kilo abgenommen. Ich mache jeden Tag unheimlich viel Bewegung, viel Sport. Ich esse nur zweimal am Tag was, aber gescheit. Mache intermittierendes Fasten, trinke keinen Alkohol, is 0 Zucker, keine Kohlenhydrate, also halt fast, also gar keine, so wie sagt man, so Weißmehl, also diese Kohlenhydrate, nur Gemüsekohlenhydrate wenn. Und geht dreimal, ja, quasi jeden zweiten Tag ins Fitnesscenter, Kraft, in die Kraftkammer, muss man sagen. Nicht? Das ist der aktuelle Stand. Heute war ich zum zweiten Mal zum Bluttest. Jetzt bin ich gespannt, was rauskommt. Und mein Ziel ist, das kann man so sagen, Kann man dass sagen, ja, das sicher klar so ist, dass das draußen ist mein Ziel. Also wer es jetzt nicht weiß, ich hab Diabetes Typ 2 diagnostiziert bekommen, sehr, sehr hoch, also auch schon mit groben Auswirkungen, die alle reversibel sind, aber es dauert halt alles jetzt 1, 2, 3 Jahre, bis das halt wirklich weg ist. Aber alles möglich. Und mein Ziel ist eben wirklich komplette Remission und wieder von den Medikamenten. Derzeit bin ich halt noch auf Medikamente auch angewiesen, aber da will ich wieder weg. Deswegen meine radikale Kehrtwendung in meinem Lebensstil. Aber ich muss sagen, passt. Ich finde es gut, ich finde es spitze. Ich fühle mich wohl. Ich finde es sau wohl, oder? Ihr wisst ja gar nicht, wie gut man schlaft. Ich habe immer geglaubt, das gehört so mit 50. Wie ich mich gefühlt habe, fühle ich mir gedacht, naja, 50. Die Leute haben das auch noch so gesagt. Die haben gesagt, naja, 50 wirst du sicher. Man ist nicht mehr der Jüngste. So ein Scheißdreck. Freunde, lasst euch das nicht einreden. Lasst euch das ja nicht einreden. Ihr wisst ja gar nicht, wie man schlafen kann, wenn man wieder gescheiter beieinander ist. Und ich bin noch lange nicht gescheit beieinander. Aber es ist ein Wahnsinn. Aber auf jeden Fall, also, es tut mir gut, diese radikale Lebensumstellung ist natürlich ungewohnt und ein bisschen gesellschaftlich natürlich halt, ja, eine Herausforderung für die Gesellschaft, für mich eigentlich weniger. Ja, das stimmt. Aber es tut mir gut, es funktioniert alles, es schaut gut aus und jetzt da werden wir sehen, was morgen wäre die Ergebnisse haben vom Bluttest und dann werden wir sehen, ob das alles auch so sich auch niederschlägt in den Werten. Also das ist der aktuelle Stand, aber vom Wohlfühlen her ist es 1001. Also meine Munkeleien, die bereut das schon ein bisschen, weil ich über Energie, ich meine, die sind noch weit weg von normal, aber gegen früher habe ich halt eine 10-fache Energie, Ja. Das ist gigantisch. Und ja, das ist aktuell. So, hätten wir das damit auch
auch geglichen. Haben wir das auch besprochen, wie man sagt. Ja, aber ich verstehe und mich freut das auch. Ich meine, weil natürlich manche Leute sagen, naja, das ist halt eine persönliche Frage. Man sagt, ja, was tut sie und so, nicht? Gesundheitlich. Es will ja nicht auch jeder drüber reden, weil es gibt ja auch nicht viel zum drüber reden. Es ist halt eine Standardgeschichte, wie sie es ist und dann, wie man halt reagiert. Aber mich stört das gar nicht, wenn jemand fragt, wenn jemand genauer fragt, weil das heißt ja nur, er ist interessiert. Er ist wirklich interessiert, ja, ich finde das auch so. Und darum sage ich das ja so halt auch und ich werde da draufbleiben, deswegen im Kanal. Der Patrick, ich habe dem Patrick immer gesagt, der darf ja was trinken, der muss ja nicht. Aber du hast das auch jetzt irgendwie ein bisschen. Ich habe weniger nach der Hause fast kaum was getrunken. Wobei gestern habe ich sogar 2 Kriegeln Bier getrunken. 2 ganze gestern. Da waren 2 ganze Kriegeln Bier habe ich gestern getrunken. Ich war so beim Hochhof, ein Freund, wie wir waren, beim Geburtstag. Da habe ich also auch alles gehalten, nichts getrunken, bis auf eine Sache, und das darf ich vom Arzt her. Das Blutzucker senkend. Nach dem Essen habe ich ein Stamperl, ein kleines Jawohl, ein Stamperl. So, das war's. Sonst nichts. Keine mehr spielen. Ich habe eine einzige Ausnahme, also seit November gemacht, und das war der heutige Abend. Betonung auf heiliger Abend, nicht das Frühstück, nicht das Mittagessen, sondern wirklich beim heiligen Abend selber. Da habe ich eine Ausnahme gemacht, da habe ich Vanillekipferl gegessen und auch Maronis, also wie auch immer, da habe ich halt diesen Weg verlassen, und am nächsten Tag war ich schon wieder voll in Fahrt. So schaut's aus. Ich schicke euch eine Karaffe Leitungswasser aus dem Raum Wienerwald. Und Meister, jawohl. Könnt ihr das Anbotteling Wasser aus verschiedenen Regionen rund um Wien probieren? Da macht es ein Mineralwasser. Die verschiedensten Mineralwässer. Es ist aber die Idee ist nicht blöd. Das ist aber, die gefällt mir schon wieder. Ein Fitus bei mir aus dem Weihviertel, nicht? Ja, ich weiß der Römer, ich weiß gar nicht so viel das gibt. Nicht? Waldquelle, wenn da fallen mir ein paar fallen mir schon ein. Ja, ein paar fallen nicht mehr ein, aber man müsste ja schauen, ob wirklich so spezielle. Weiter weg, soll es nur rund um Wien sein? Oder, Ja, das war auch was. oder gehen wir ins Salzburgische auch? In dem Jahr könnte man sagen, wir konzentrieren uns auf Mineralwässer. Naja, aber so viel ist ja nicht, das sind 12 Monate. 12 Monate eben. Also ja, 10 nur mehr. sind schon mal genau. eine nur mehr, ne? Ja, ja. Ah, nein, ja, 10 sind es. Nein, eine nur mehr. Nein, das ist Achso, das zweite, ja, zweite haben wir. Ja, Also stimmt. 10, also das waren 10 Mineralwässer. Na, gute Idee. All my stuff. Gute Idee. Und nächstes Jahr machen wir dann das Jahr des Tees. Das Tees, ja. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Jawohl. Aber es ist echt leiwand. Hannes Spießler schreibt, die Waldquelle Schöpfungland. Ich weiß ja, da sollen wir es nur auf Wien und Umgebung beschränken, das wird eng werden. Oder dehnen wir das auf Österreich aus? Ha. Ja, keine Ahnung, mit Wasser entwickeln und nicht viel beschäftigt. In dieser Art. Irland gibt es ja Güssing. Naja, das weiß ich, was es viel gibt. Aber es war ja spannend, waren ja wirklich so unbekannte Quellen. Also wo du, oder sowas, das ist ein Heilwasserquell, sowas. Aber halt nicht, wo man jetzt, ja, wenn man da jetzt überall hin müssen, das holen, ist halt auch ein bisschen. Aber das schauen wir mal, da machen wir uns schlau. Eine super Idee, finde ich. Ob es euch gefällt, den anderen weiß ich nicht, aber super Idee. Keine Ruislungen mehr, sagt dieser. Naja, Ruislungen, ja, na, rauchen hin und wieder Zigarren. Nicht der Klaus eigentlich, ja. Ja, Zigarren hin und wieder. Zigarren oder Pfeiferl, nicht? Aber das ist sehr selten, muss ich sagen. Aber das mache ich schon. Also ich würde schon sagen, im Monat, vielleicht 2 Mal, würde ich schon dazu kommen. Einmal, je nachdem. Na ja, jetzt habe ich eine Zigarillo geraucht in Ried, ja, Ried. Stimmt. Ja, also einmal im Monat, 2-mal im Monat rauche ich Zigarre oder Pfeiferl. Ja. München ohne Bier geht, das wird schwierig. Nein, wird nicht schwierig, es wird wie es ist, aber natürlich ist es anders. Es ist schon was anderes und natürlich, man ist dann auch in einer anderen Ebene, weil natürlich diese, sagen wir mal, diese recht primitiv oberflächlichen Gespräche, die man halt dann so irgendwann führt in einem gewissen Zustand, dann halt auch als primitiv oberflächlich auch bei dir ankommen. Aber mir geht es halt ja Zeit. Ja, Wasser von der albertinischen Wasserleitung wäre leider schon ein bisschen abgestanden. Ja, aber sowas war eine Idee. Wichtig ist, dass er dich wohlfühlst, man muss nicht Alkohol trinken. Ja, da gibt es nur Radlersburg und so weiter. Ja, ich meine, das ist der Punkt, ist, ich habe natürlich einen Klick. Erstens, dass ich
ohne Alkohol genauso deppert sein kann. Das ist Ja, das ist eigentlich wurscht. Das ist wurscht, ja, das schafft man so. Ja, absolut. Da habe ich wirklich keine Bedenken. Und Alkohol, es stimmt ja nicht so, dass es ohne Alkohol ist, sondern ich lebe eigentlich nur wirklich vom Restalkohol von meiner letzten Fetten. Das ist einfach, das zahlt sich aus. Das ist einfach da. Was haben wir da noch? Ganz lange, danke Ernesto, alles Gute. Klausi für deinen Weg, super deine Umstellung. Dankeschön. Super. Jawohl. Wodka für Wässerchen. Ja. Ich kann euch ein gesundes Quellwasser aus dem Kotbergtal bringen, wenn ihr wollt. Ja, sicher. Aber ist Kotberg, ist es ja nicht Nomenes Domen. Ne? Sollte man in Donaufeld nicht Donauwasser trinken? Einen Acker, ja, wenn du anfängst. Wer nimmt den ersten Schluck? Der Rudi Korbischer Johannesbrunnen, Heilwasser, der Koschelo schwört drauf. Kriegst du in Wien? Wirklich wahr? Habe ich noch nie gehört. Hab ich Aber auch das noch meine nicht ich, aber gehört. genau so was meine ich. So was das ist spannend, weil man ja für Slava Ja, kennt man eh. Aber so das Sachen, das war spannend. Naja, wir werden es da mal, schauen wir mal. Einmal im Monat eine Pfeife auf Jazz. Jawohl! Das machen wir glatt. Das machen wir glatt. Jetzt bin ich ganz auf Wasser eingeschossen. Bist du deppert. Das war eine gute Idee. Johannesbrunnen, noch nie gehört. Ich trinke in Stanz meistens Hahnenburger und ab und zu Wein. Die hätte ja. Ja, Achtel lasse ich nicht aus, aber Ja, wie gesagt, ich das ist sehr dabei. wenig geworden. Bei mir Muss ich ehrlich sagen. lasse ich Aha. lasse wirklich aus, ich mache das radikal. Ich habe gesagt radikal, weil es auch schon wurscht, ob ich jetzt ein Achtel trinke oder keins, ist scheißegal. Und wenn ich wieder gesund bin, dann kann man ja über etwaige mögliche Ausnahmen einmal sprechen und damit meine ich wirklich Ausnahmen. Ja. Wann überhaupt dann noch für mich relevant, muss man auch ehrlich sagen. Ist halt so. Ich bin Ist aber aber gesund gesund, und ja. fit und fühle mich wohl und schlafe gut, mir tut nichts weh, bin gut unterwegs, alles ja. das Alles ist- leidend. So ist es. Das ist ja so. So ist es. Einmal im Monat. Jawohl. Einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Ich hab vom Vater so ein Adress. Ich bin mein Madel und fahr nach Grinzing hinaus. Dudel mit aus. Spülen siehst die Schramen, da wird man nicht fahren. Und ich vergieße Musikautomat. Ich brauch keine Musik, hab sonst kein Verdiss. Einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Und dann Dudeli, und dann Dudeli, und dann Dudeli mich aus. Gestern hat mein Vater gesagt, heute gehst mit mir. Da gibt's gar kein Widerreden, wenn ich zum Wein die vier. Dort haben wir den Schraben gelauscht, wir waren für alles verloren. Und vom Wiener Lied berauscht, hab ich mein Vater schon. Einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Ich hab vom Vater so ein Adress. Ich nehm mein Madel und fahr nach Grinzing hinaus. Dudel mit dort aus. Spülen siehst die Schramen, da wird man nicht fahren. Und ich vergiss ein Musikautomat. Ich brauch keine Musik, hab sonst kein Verdiss. Einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Und dann Dudeli, und dann Dudeli, und dann Dudeli mich aus. Puff, zack. Ruf, zack, oh, das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Weihwasser aus der Alt-Ottinger Kirche. Nein, ich weiß nicht, Sprachpolizei. Bitte die Kahlenberger Dorfer-Hymne. Alexander Hauser. Ja, Dann machen wir beide. Da Machen meinst- wir deine einmal zuerst. Jawohl. da meinst du es nicht beim Taschen, also die gleich neben der Kirche, so dass man es einfällt. Zwischen Nussberg und Donau
am Rande von Wien. Da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häusern darin. Und gleich bei der Kirche ums Eck, da liegt die Buschenschark-Taschler versteckt. Gleich neben der Kirche vom Kaltberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, von Musikanten spielt wieder die alten echten Wiener Lieder, vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Darum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und auch nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hamur und viel Glickling drin. In der Buschenschark-Taschler am Rande von Wien. Gleich neben der Kirche vom Kaltberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder, vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Dann findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Hier heißt es aber die Gemütlichkeit. Aber jetzt einmal ordentlich bitte auch für Gehörlose. In der Kirche vom Kaltberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder, vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Jawohl. Wieder eine dieser wunderbaren Kompositionen von meinem lieben Kollegen Klaus. Danke dafür und echt gefällt auch die Achtung von rein. Ein Genuss, dich da begleiten zu dürfen. Du, Dankeschön, Dankeschön. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist wirklich schön. Ein Traum. Das können wir gleich umdrehen nach. Oder machen wir gleich beim Taschler. Ein legendärer quasi Schrammel-Marsch, allerdings halt nicht vom Schrammel, sondern von einem gewissen Rutger. Kennt man nicht näher, aber der hat auch ganz was wie sehr. Er spielt nicht schlecht und schreibt auch nicht ganz schlecht, machen wir. Er ist zum Aushalten. Patrick Rutger, beim Taschler, 10 Jahre alte Nummer. Nein, länger. Aber 12 Jahre. 12 Jahre. Ich habe meine Ich habe schon geschrieben. 20
warte mal, zum 10-Jährigen Zum Taschel 10-Jährigen. und jetzt spielen wir 21 Jahre Ja, Marsch, liebst und also 20-Jährigen. Also von 11 Jahren und meine nein. war zur gleichen Zeit, ich habe zuerst den Marsch und dann hast du den Dings relativ bald den Nein, Marsch das war nicht gleich. Du hast es zum 10-Jährigen und ich hab's dann fast zum 20-Jährigen. Das ist so alt ist es Ja, denn den noch nicht. spielen wir schon ein paar Jahre, 3, 4. Nein, so lange spielen wir In nicht. der mehr. Corona-Zeit ist das nicht einstürzt. Vor Corona haben wir den schon gehabt. Vor Corona bist du sicher. Sicher. Ja, weiß ich nicht. Na, weiß ich nicht. War Weiß ich nicht. auch schon vor Corona. Was hast du so? Ja, sicher. Was weiß ich nicht, wann ich das geschrieben habe. Ich hätte mir eingebildet, Da das haben wir schon. gespielt. Der Taschel haben wir schon gespielt, ja freilich. Die Sprachpolizei ist Abstinenzler, muss ich jetzt wahrscheinlich, der Wein ist ehrlich, aber entbehrlich. Naja, aber das ist ja das gehört schon dazu. Ja. Mann mit schwarzen Bart, die Mege gibt nicht auf. Ja. Da wollten wir nur mal, die wir uns auch wieder anschauen werden. Einmal. Ich muss alle Tag mein Wienerlied hören. Mege. Das könnte man aber auch reißen. Das können wir auch machen, ja. Ja, das stimmt, Hannes Spießlein. Jetzt muss der Patrick das ganze Bier, das ich euch beim letzten Sommertreffen geschenkt habe, allein trinken. Ja? Ja, In 3 Jahren ist so gelaufen, nicht so lange. Ich hab's noch nicht geöffnet. So lange halt es nicht, aber das stimmt natürlich. Ja. Ja. Tut mir leid, ist natürlich für dein Präsent, aber ich bin sicher, der Patrick wird seine Mörderfreude dran haben. Ich werde morgen mit der Öffnung beginnen. Das ist eine gute Idee. Schau, der Harry Schneider Fonte ist da. Gut, nein, mutiges Servus. Schwarz, er sagt auch schwarz. Sagt mal, was habt ihr für Einstellungen am Computer? Das ist blau. Ich habe schon mein Dings aufgetragen, was geht, die Helligkeit. Es Ist wird das nicht schwarz? Es wird nicht heller. Das ist schwarz und wir Ja, auch. Davor Aber wir sind vom schwarz. Blau sehe ich keine Spur. Also, Ja, das weißt du schon sagen, bist, aber schwarz ist das, was wir auch haben. das stimmt, Ja, ja. ja, eben, dann kann das nicht schwarz sein. Aber bitte. Es wirkt so, es wirkt so. Das heißt, Bummel, meint die Judy aus. Ist auch eine Idee. Idee. Dann machen wir eine Kurzversion jetzt einmal. Vom Taschler. Nein, den spielen wir Ah, auch. das spielen wir mal in Taschler und dann, Und haben wir, dann- was dann haben wir gesagt, ich muss alle Ich muss alle Tag und das Bummel. das Bummel. Ja, Genau. so reißt.
gelungen. Wunderbar gelungen, Gratulation Toll. meinerseits. Dankeschön. Absolut leibend, absolut leibend. Klaus, echt schöne Passlinie. Ich danke dir, Judy. Ja, die ist wirklich leibend. Jetzt kann ich mal sagen, was der Pater mir bei meinen Liedern sagt. Er hat geschrieben, aber ich hab's arrangiert. Mit meiner Hilfe. Der Tod mit deiner Hilfe. Die sagt nichts. Die alte Gosch. Die sagt nichts. Wirklich gut. Jetzt, weil es wird ja nichts geraucht, es wird nichts gesoffen in der Sendung, jetzt gehen wir ruhig fluchen. Die haben ruhig fluchen. Jetzt gehen wir ruhig Goschen sagen. Ja. Ja, genau. Na, so ist es. Der Marsch kann was. Walter Nagel, gell? Das ist ein Danke, Walter. Das ist ein Marsch. Klaus, finde es super, deine Umstellung. Raphael Ehlmeier, danke dafür vielmals. Die Achtel von einer einmalige Dankeschön. Du, so, was haben wir denn gesagt? Ich muss, na, wie war das? Was hat die Maggie gesagt? Ich muss alle Tage. Wir werden halt nicht Wirklich, war das? War von der Maggie, ja. Ganz sicher. Ja, genau, ich muss alle Tage werden. Wie geht denn das? Wie heißt? Wie geht denn das? Ja, genau, die dunkle Wand verleiht keinen Hauch von Intellektualität. Na, sag ich ja, Alter! Das ist ja. Das gefällt mir. Das gefällt Bitte, mir. er schreibt nach das dunkle Gewand, schreibt er. Also das dunkle Gewand. Bitte, Journalisten, haben Sie einen Ich hab's Augenfehler? nicht genau gelesen. Ich hab's nicht genau gelesen. Wunderschöner Marsch, gratuliere, sagt der Manfred Kraft. Danke, Manfred. Ja. Jawohl. Meine Rede, Weltklasse. So, wie geht denn das? Ich muss alle Tage mal. Der Arme wird wegfahren. Der Arme. Fort, ja. Wer einmal lang fort war, weiter aus in der Welt, der weiß erst so richtig, wie das Heimweh angewöhnt. Und wenn's dann noch singen, noch den Steffen noch sehen, da gefreut's mich nimmer, da ist mit mir aus und geschehen. Ich muss alle Tage mein Wienerlied hören, sonst hab ich verloren um mein Hand. Oder wenn ich nur einmal auf der Ziegen spüren tue, den drück ich dankbar die Hand. Die Terzen, die summen ganz leise ins Ohr, ja, du bist heute ein echter Wienerkind. Ich muss alle Tag mein Wienerlied hören, solang bis der Herrgott mich nimmt. Mein Freund war halt immer schon als ganz kleiner Bub, ein Quetschner Klampfen und ein Dudler dazu. Doch für solche Späße, da fehlt mir leider das Geld. Ich bloß war am Kampe, was mir zur Söhnlichkeit fehlt. Ich muss alle Tage mein Wienerlied hören, verloren umeinander. Und damals nur einer auf der Zielen spüren tut, ich trug ihm gedankbar die Hand. Die Terzen, die summen mir leise ins Ohr, ja, du bist heute ein echter Wienerkind. Ich muss alle Tag mein Wienerlied hören, solang bis der Herrgott mich nimmt. Schöne Nummer. Jawohl, absolut. Jawohl, Isabella eben, die Achteltiefen war schon so. Die müssen das natürlich ganz klar. Die Emoji-Achteln darf da vorne. Ja, die können nicht fallen, das ist ja kein Problem. Ich meine, was kann weggehen, was? Die Einblendung oben, so meinst du, das Dauer Trinkspiel und Werbe, wieso betrinken wir was? Ja.
Hochhof ist dahin geschlafen, oder was? Hochhofen, ich wünsche angenehmes Flohbeißen. Gute Nacht. Grüß Nächtle. Gute Nacht. Man sieht, ohne Wein gingen auch die Haare aus. Ja. Naja, die Na ja, schauen die voll schon aus. war auch schon länger hier. Allmeist darf man es keinen von Wien, das haben wir heute schon gespielt. Ich kann das scharfe Wasser und den Oberlippenbart wegbrennt. Aber das ist ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Na gut, dann machen wir das Bummel, ne? Machen wir das Bummel, ja? Haben wir schon lange, glaube ich, da so nicht gespielt. Ich weiß nicht, nachdem ich schon einen Monat her ist, wieder die Pavlatschen, weiß ich es gar nicht mehr. Ja, Meistens haben wir es aber nur in einem Potpourri in der Ich glaub Pavlatschen auch. gespielt, ja. ich glaube auch. Zwei große Buben, die schupfen Grätze. Ein kleiner bleibt bei ihnen stehen. Das Milchgeld hat er in sein Handel, spielt mit und ist gleich in der Hell. So hat es mit dem Buben begonnen und dieser kleine Bub war ich. Ich hab mir's nicht zu Herzen genommen, drum ist er nichts Gescheites geworden aus mir. Einer hat immer das Bummel, einer muss immer verlieren. Ja, ich hab mein Leben lang das Bummel, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ein Hinterzimmer in der Vorstadt, ein Gespül, ein Wein, ich war dabei. Ob die wird dort mit ein paar Freunden, zum Schluss war ich dann ganz allein. Am Anfang hab ich gesetzt mein Bargeld, doch später hab ich Schulden gehabt. Mein Gut und Geld hab ich verloren, mein Weib ist fort mir über die Nacht. Einer hat immer das Bummel, einer muss immer verlieren. Ja, aber ich hab mein Leben lang das Bummel, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Jeder Mensch, der lebt sein Leben. Der eine bockt, der andere nicht. Und hat man sich dann erst besonnen, ja, dann ist es meistens viel zu spät. Und ist man erst vom Glück verlassen und sucht man nach einem festen Halt. Man sucht und sucht das ganze Leben. Auf einmal ist man grau und alt. Einer hat immer das Bummel, einer muss immer verlieren. Aber ich hab mein Leben lang das Bummel, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ja, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Schau, die Judy Austria 20 beim Taschler steht. Jawohl. Bravo, Judy. Was ist mit dir? Was husten musst Ja, du aus? Wasser trinke ich da. Bravo, die Megi. Ich sag, ja genau, zum Hacken, nicht? Aber wir trinken ja, na eben. Ja. Bis Mittag stippert. Sprachpolizei, jawohl. Jawohl.
Diese Woche, Mittwoch Stippert, genau, Donnerstag Taschler. So schaut's aus. So schaut's aus. Jeder heute zu 90% nur zu, trinke auch nichts. Muss morgen um 9 Uhr am Motorrad überstellen, Spaziergang, das ist nicht ganz aus. Ist ja auch schön, oder? Bei den Temperaturen, nein, taugt mir nicht. Ah, es ist schon frisch. Und mir taugt das auch nicht, muss ich ehrlich sagen, auch was mein Asphalt und so mit das ist alles kalt, mit Giraffen, das, ich weiß nicht, das ist nicht mehr, ich bin kein Winterfahrer. Ja, ich bin kein Winterfahrer. Das weiß ich nicht, das ist nicht mein Ding halt, ja. Aber ja, zum Service, Spaziergang. Ja. Jawohl. Bleibt gesund, wir sehen uns am Mittwoch beim Stippert. Bravo Sprachkonzert, für die gut. Ja, ich würde sagen, Freunde, wir werden ohnehin eine Schlussnummer spielen. Es war uns wieder eine große Freude, dass mit dabei wart. Land was. Es kommen natürlich noch Informationen wie die Social Media Ecken, natürlich was unsere Fanfahrt betrifft. Ich freue mich wirklich drauf. Wird wirklich leibend. Bucht's noch jetzt da, weil es ist. Bald ist es zu spät, nämlich. Weil wir sind schon wirklich gut gefüllt, es ist noch genug Platz, aber wir sind gut gefüllt und wir haben noch keine wirkliche Werbung gemacht. Das muss man noch dazu sagen. Ja. Also unbedingt da dran sein und uns jetzt wirklich taugen. Wenn wir da einen leibenden Tag miteinander, also uns wird es taugen, wenn wir einen leibenden Tag miteinander haben. Und das freut mich jetzt schon. Dankeschön, einen schönen Februar wünsche ich euch. Wir freuen uns auf März. Wie gesagt, im März dann in der zweiten Woche, weil in der ersten am Montag werden wir. Da sind wir in München. Den Weg schon nach München. Ja. So schaut's aus. Also da werden wir schon in München sein. Da sind wir, um 20.15 Uhr sind wir sicher schon in München. Ja, Definitiv. Also hoffentlich. Man weiß ja nicht, bei deinem Auto ist was das ja spielt für Spapanadeln. Das ist auch momentan die Autos in meiner Familie momentan etwas spinnend, ja. Ja, das ist ja Wahnsinn. Gleiche Firma, gleiche Spinnerei. Also das ist schon interessant. Gleiches Alter auch, ja. Aber das andere hat die Hälfte Kilometer nur. Also. Ja. Naja. Man wird sehen. Was möchte mit dir und dem Bruder noch nach Maria Tafel fahren? Der Spaziergang. Maria Tafel ist auch leibend. Der Affe. Bei der Donau oben, nicht? Ist das da oben? Maria Tafel, ja. Oben, das so auf dem Berg oben. Sieht man, wenn man West sieht man sie oben. Das Kirchel oben am Tafelberg. Ja, Tafelberg. Sehr mystischer Ort überhaupt. Ja. Lange Geschichte. Ich war, wann war das schon Zeit her? Ich war schon eine Zeit her, dass ich dort war, ja. Mit Augenbrindel dort. Ja, genau, ja. 18er Jahre war ich dort, ja. Naja, das wird bei mir ungefähr. Montag, 9.2. nächste Woche platschen. Nein, wollen wir es darf. Leider nicht. Nicht. Erst wieder im März. Jetzt sagen wir Dankeschön, alles Liebe, schön, dass mit dabei wart. Wir verabschieden uns. Ich würde sagen, machen wir heute einmal wieder die Müllkandeln. Bin ich auch dafür. Machen wir mal. So erst wandern müssen wir mit den Müllkandeln. Schön wird's. Speerstunde schreit der Uhr, leider geht's doch endlich heim. Doch mich stört nicht ein bisschen das Rasseln mit den Schließlern. Ich trink jetzt noch ein Flascherl Wein. Erst wann der Milchmann mit dem Müllkadel schäbert, wird's für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Weidel ganz schön deppert. Alles was ich anschaue, tue ich doppelt sehen. Erst wann der Milchmann mit dem Müllkadel schäbert, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wenn eine Alte voller Zorn am Dachboden klettert, denk ich an Goethe, dreh dich um und her nix mehr. Schrammen haben schon Schluss gemacht, die Instrumente sind eingebracht, aus ist's mit einem Tanzangsang. Doch mir bringt nichts zum Aufstehen und schon gar nicht zum nach Haus gehen, weil ich warte auf einen ganz bestimmten Klang. Erst wann der Milchmann mit dem
Mühle kaum schieben, wird's für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Weidel ganz schön deppert. Alles was ich anschaue, nur ein doppelt sehen. Erst wenn der Milchmann mit der Mühle kann schieben, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wenn eine alte voller Zorn am Dachbank klettert, denk ich an Goethe, dreh mich und hör nix mehr. Danke vielmals, habt eine schöne Zeit. Pfiat euch, Papa. Das ist nicht, 4 euch.